Mir eins steht fest. Wir wissen haut aber schon, wie viele Leute 2060 an der Pension sind. Und das sind die Leute, die in Haut schaffen. Das kann ihn also genau ausrechnen. Die Leute sind dann an der Schiffe. Das ist nicht an die Glaskugel geguckt. Und da sieht das System aus, wenn man eben Haut 170.000 Pensionären haben, das ist die Ziffer von 2015, das ist der Rapport von der IGSS, die gemäht hat, das Ziffer von 2015, 170.000 Leute an der Pension haben, dann haben wir der 2060 rund 500.000 an der Pension. Aber wir müssen dann 850.000 Aktive, also das Doppelt von Aktiven muss da im Land schaffen, wenn sie Haut schaffen, aber wir müssen das Doppelt und der Population und wenn wir sie Haut haben, am Land schaffen. Und wenn da Leute sagen, wir wollen nicht über Pensionen schwätzen, dann ist das irresponsabel vis-à-vis von kommenden Generationen, wenn wir wissen, wo die Evolution hingeht. Und der Finanzminister hat heute Morgen noch klar gesagt, man hat diskutiert, was richtig ist, dass wir heisch Reserven und 4,5 Mal Jahresdepensen als Reserve, das ist enorm, das hat kein Land auf der Welt da. Wir hat aber auch kein Land auf der Welt die Entwicklung vom Arbeitsmarkt von der Population gehabt, und auch die Nachfolgekosten zu drohen, wie wir so, und dafür müssen wir die haben. Und der Finanzminister hat heute Morgen gesagt, dass die Reserven, die bringen uns nach bis 2040. Das ist nicht mehr lang an einem Pensionssystem. Wenn wir wissen, dass 2040 die Reserven Ende sind, und wir wissen, was wir 2060 los schon für Leute an der Pension haben. Dafür müssen wir darüber diskutieren, aber wir müssen die Courage haben, zusammen darüber diskutieren. Und ich bin auch überzeugt, wenn wir mit den Leuten am Land darüber schwätzen, dass die Leute bereit sind, darüber zu diskutieren. Wir müssen die Leute auch Courage für die Leute, so wie die Finanzsituation ist. Wenn wir die Leute immer nehmen, so dass alles am Butter, auch wenn wir Defizit machen, das alles gut hier am Land und alles am Griff, dann ist ja normal, dass die Leute sagen, da können wir ja noch kriegen. Gewerkschaften, die wie der Finanzminister Leschke gesagt hat, dass alles an der Reihe, den Tag drauf, sind Forderungen schon kommen. Wir müssen den Leuten vorrichten, dass wir die Finanzen nicht am Griff haben, dass wir am Defizit haben, dass wir ein Problem bei den Pensionen kriegen. Da sind Leute bereit, auch darüber zu diskutieren. Letztes Mal sind keine Egoisten, die Haut über ihre Verhältnisse wollen leben, auf Kosten von ihren Kindern an die kommenden Generationen. Man muss als Politiker die Courage haben, für darüber mit den Leuten zu diskutieren. Da sind wir überzeugt, dass wir hier Lösungen finden.